Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Lilo & Stage Film, der wirklich ein krass Fanbase hat. Großartig eine Live-Action-Verfilmung. Und ja, Disney ist ja bekannt für seine Live-Action-Verfilmungen, aber wie mir die gefallen hat, das gucken wir uns an dieser Episode an. Am anderem eine Live-Action-Verfilmung, die absolut vergessenswert ist. Ich will das schon mal direkt für wasch, weil für wen ist der Film? Dann ist ein froh, die sich mir schon direkt am Anfang eigentlich schon stellt während dem Gucken, weil Lilo & Stitch Live-Action-Verfilmung mischt ganz viele Sachen zu nämlich wie das Original. An einer Sachen, die der Film geändert wird, möchten dann tatsächlich auch noch mich schlecht. Insgesamt ist der Film dann, wenn er nicht gleich lebt, einfach ein Downgrade. Und dann stellt sich mir halt die froh, für was möchte den so etwas? Wieso stößt es so viel Energie und so viel Geld an den ganzen Projekten für die Disney-Klassiker einfach neu zu verfilmen? So viel Energie kennt einfach an neue Sachen gestartet gehen, an neue Projekte, an neue Ideen, die tatsächlich könnte matrappen und die tatsächlich etwas könnte machen. Aber so gucken wir uns halt die abgewärmte Filmografie von Disney an. Der Film fängt schon mal genau nämlich wie das Original an. Wir kriegen die Aliens high an so einer CGI-Version, aber nicht irgendwie ugepasst, so wie man das schon bei einem Dschungelbuch oder kann tun, wo deren eben ugepasst gesehen, so dass sie eben an der realen Welt funktionieren können, dass das sich nicht so extrem beißt. Mir heißen tatsächlich Designs von den Aliens zu überholen gehen, das als CGI umgesagt gehen an. Da war das beißt sich einfach komplett, da wenn der Hund sich natürlich auch dazu dezidiert. Das sind Jumanji Plikli dann eben von realen Like gespielt gehen, sie klonen sich quasi ihr Körper. Dummer ist das dann nicht so schlimm, da bricht das nicht so krass. Der Stitch ist absolut gelungen, den ist wirklich super. Ich fand die gesagt auch mega gut aus. Den Originalsprecher von Demos, wohl kann ich das hier schlecht deuten, kennt doch einfach all Audio-Files in diesen Runden, weil Unterschied oder wir haben einen Unterschied zum Original mir genau nicht. Der Stitch ist einfach 1:1 drin. Der Stitch. Gut, wie gesagt, ihr seid gut aus und das gut umgesagt, das ist wunderbar. Auch Lilo ist ganz gut umgesagt. Mädchen ist ganz live, was das spielt. Wobei ich auch so muss auch fällt du bist die auf. Ich will das nicht weiter kritisieren. Ich finde, kann Schauspieler kritisieren. Das ist immer so ein bisschen gesagt, ne? Kann Schauspieler sind, ja, ne? Hit or miss. Und ich fand das auch immer, ich will da nicht viel drauf wäschen. Insgesamt tut mir aber Lilo aus dem Zeichentrickfilm besser gefallen. War irgendwie mehr weird, dann war da auch ein bisschen mehr witzig. Das Lilo aus dem Live-Action-Film ist nicht mehr so krass weird wie das aus dem Zeichentrickfilm. Und da funktionieren verschiedene Sachen auch nicht mehr so krass gut. Auch als ein Charakter dabei kommt, den tatsächlich die Schwester insgesamt auch einfach ein bisschen mehr unsympathisch wirken lässt. Da ist zum Beispiel ein von den Änderungen, die einfach mehr schlecht sind wie aus dem Original. Ich kann weiter nicht ganz viel kritisieren. Story ist Story wie als Lilo & Stitch. Ich kann die nicht kritisieren, ich fand die schön, ich fand die gut, aber habe ich schon gesehen. Habe ich schon besser gesehen. Du denkst, ich verstehe nicht, wieso die Filme, den Original Lilo & Stitch, kann ich doch noch so gut gucken, das altert doch nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht, was ich großartig noch kritisieren soll, wie, ja, die Schauspieler ist okay, die CGI ist okay, bricht ein bisschen am ganz anderen Stil und dann geht den raus und freut sich, ja, wieso? Ich verstehe nicht einfach nicht an. Es ist wirklich höchste Zeit, dass das einfach abhält mit den Live-Action-Filmen. Ich habe wirklich diese es sind noch aus keinem rausgegangen, wo ich gesagt habe, boah, das war gut. Noch aus keinem. Und ich freue mich auch schon bei How to Train Your Dragon, das ist ja nicht Disney, aber trotzdem sind ich auch schon mal gespannt, ob da etwas gibt. Ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass das so von den letzten Disney Live-Action-Sachen war, die ich mal ein bisschen undehn, weil es geht so löst. Ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar ist, das wirklich gut umzusetzen. Der Hut da sind noch Tonnen Drehbuchschreiber, die bestimmt Originalideen haben. Geht denen, unterstützt die doch. Macht doch neue Sachen. Oh Gott, ich kann bestimmt 1000 Mal wiederholen. Erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat.
ob du der nämlichste Meinung sieht wie ich, dass ein Original im Längte besser, also im Längte mich charmant, da das nämlich etwas, was dir eine Sache fehlt, denen fehlt gänzlich Charme. Katastrophe. Okay, erzählt mir das gerne in die Kommentare und an dem Sinn verabschiede ich mich schon und wünsche ich dann trotzdem ganz viel Spaß mit Lilo & Stitch. Ciao!